Moin! Wetten Sie überhaupt, dass das Süßjahrstiden geben deit? Das will ich schon mal verkloren. In uns Kinderdogen und in der Schultid hab wir doch all zusammen mal lehrt, dass man 4 Jahrstiden geben deit. Das Frühjahr, man sagt auch Blühtid dazu, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und nun, da kommen die Karnevalisten und sabbeln wat von der 5. Jahrstid. Die Lüd da in Rheinland, die können von Vieren aber auch nicht den Hals voll kriegen. Am 11. November, 11 Minuten noch Glock öben, da kommen die Jecken in die Gang und vieren den Bittun Aschermittwoch. Ja, wenn die 5 Jahrstiden hem, dann will ich auch noch min süßte Tid dazu hem. Und die fang in min Augen mit dem ersten Advent an. Ja, die Weihnachtstid, die ist in min Augen mit de schönste Tid in Jahr. Weihnachten ist das höchste Fest in Jahr und darauf freuen sich all Lüd. Ganz besonders die Kinder. Die wart so richtig in einen magischen Bann trocken. Und in diese Tid ist das auch eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal bei all den Verwandten, Freunden und Bekannten in uns und er Erinnerung zu rufen. Für die das ganze Jahr über keine Tid bleib. In den Tagen für Weihnachten, da geht das aber auch hielt her. Die Öllern, die jachten von Loden zu Loden, damit der Nossen auch wat in einen Dannbaum zu legen kommt. Und die Kinder schrieben Wunschzettel. Plätten würd auch backt und auch eten waren. Das ganze Hus, das rügt noch Backwaren und noch Zimt und Orangen. Und dann muss auch noch der Dannbaum besorgt und fein utstaffiert waren. Und die Weihnachtskarten an die ganze Sippschaft darfst nicht vergeten. Und auch über das Eten und Trinken muss man sich Gedanken mucken. Mit einem Glas Wasser und ein Stück Stuten ist hütodurchs nimm's mehr zu freien. Damit das Töben ob dem Weihnachtsmann nicht zu lang dauert, hört für die Kinder natürlich ein Adventskalender dazu. Und wenn die Weihnachtslichten in der Stadt und all die Hüs und in die Gornslüchen, denn ist das bald so weit, denn ist die sinnige Tid für uns Ohren und für die Kinder da. Ja, so wär das früher an Heiligabend. Da hab wir denn an Dannbaum sitten, hab Musik und Lieder singen. Aber ganz so sinnig als früher lebt das hüt auch nicht mehr af. Die Lüden hem all kein Tid. Die jachen in de Stadt von ein Termin zum anderen und wart dobby in de Kopphüs mit Weihnachtsmusik so richtig inlullt. Tu Hus geht de Stress denn aber erst richtig los. Wenn de großen Kinder uns denn klar mucken, dat sie zu Weihnachten gar nicht zu Hus, ja nicht mal mehr in Deutschland sind. Die Kinder von Hüt, die haben nix mehr mit Weihnachten im Sinn. Die setzen sich nicht mehr an Dannbaum. Die setzen sich in Pfleger und vieren mit Freunden ob den Malediven. Die gehen den schnorcheln und mucken sind so ein Beachparty mit Ballermann-Musik. Von wen Weihnachtsmusik? Nicht mal uns jüngste Söhn wohl zu Hus blieben. He wohl mit sin Freundin zusammen vieren. Ach, dann noch, hätt sie denn rutstellt, dass er doch nicht so gut in Fall wär. Ganz bedrüppelt käme denn an und verklor uns, dass sie in Flamme gar nicht gucken kann. Und schon mal bloß Pizza und dat denn auch noch zu Weihnachten? Nee, dat wär denn doch nicht nur de Mütz. Ich mein aber auch,
da das wohl nicht zu viel verlangt ist, wenn die Kinder einmal in Jahr mit spießigen Öllern zusammen Weihnachten feiern. Die anderen 364 durch können sie meinetwegen denn schon mit der frühen abfangen und rumchillen. Wat ein Glück, dass das in uns Familie nicht so afloben deit. Wir können uns nicht beklogen. Noch freuen sich die Kinder und die Enkel, wenn wir zu Hause feiern. Aber wer weiß, was in Zukunft noch eins auf uns zukommt. So, ich wünsche ihm eine schöne Weihnachtszeit und nicht so viel Stress. Versorgt das denn lieber mal mit Kommodigkeit.